Das kann témoigniert Sandy an ihrer Familie und sie erzählen, wie sie die Situation an Zeit um ihren Schlag erlebt haben. Meine Nummer ist Sandy. Ich hatte mit 40 Jahren einen Nierenschlag. Nun habe ich 40 Jahre, ich glaube, im April gehen es 8 Jahre. Damals war ich in am Flieger auf Mauritius an Vakanz und in NRW rutscht mein Nierenschlag. Du hast nicht direkt erkannt, als Nierenschlag, was die ganze Sache auch ein bisschen schwierig gemacht hat. Sind in der Klinik gekommen, du sind in Schem gekommen, auf Plötzeburg, du warst eine Zeit da in der Klinik und dann habe ich meine Therapie angefangen am Reha-Center um Kirchbirch. Ich konnte nicht mehr richtig gehen, ich hatte gar kein Gleichgewicht mehr, ich konnte nicht mehr gut schwätzen, ich konnte nicht gut verhalten, ich hatte meine linke Seite war ein bisschen, wie wenn sie mir nicht gehören. Ich hatte keine Koordination mehr, ich konnte nicht mehr gut greifen, ich hatte keine Feinmotorik mehr von der linken Seite. Voilà. Und dann habe ich am Reha-Center angefangen. Es war ein ganz, ganz schwer, wie soll ich sagen, Zeit an Arbeit. Ich muss aber sagen, das war meine große Chance, dass ich am Reha-Center sein konnte. Ich hatte alltag Kinesiotherapie, ich hatte Ergotherapie, Psychomotricität. Schon, ja, das ganz viel mit mir geschafft gehen, was wirklich meine große Chance war, für du helfen können zu sehen. Aber ich muss sagen, das ist nicht immer einfach gewesen. Mir gehen aber, wenn sie mit einem schaffen, wenn ihr selber nicht wollt, dann da geht doch nichts draus. Ich muss ich schon wollen haben, für wollen zu schaffen. Und dann also ganz viel machbar, dem Moment, wenn ich wirklich will, um zu schaffen. Aber schon, wie ich da angefangen habe, haben sie mich gefragt, was will der andere machen, Henno? Was ist das Ziel? So, ich will können schaffen gehen und ich will können laufen gehen. Ich hatte ein gut halbes Jahr vor meinem Schlag, war ich meinen ersten Marathon gelaufen. Und das war ein bisschen mein Ziel, für das Remenker zu machen. Aber das hat leider bis heute noch nicht geklappt. Nee, bon, ich bin aber ein paar Samir schon gelaufen. Ja, voilà. Und meine ganze Therapie war darüber aufgebaut. Ich wirklich oben können zurück schaffen gehen und oben können laufen gehen. Boah, vom Laufen war ich weit, war ich schon mal, für dich gelernt gehen. Schon gelernt schwatzen, schon gelernt mit meiner linken Hand schaffen. Ja, und das Ganze, das gegangen war bald nicht mehr hinterher, die ganze Therapie. Und ja, das wirklich, kann ich sagen, von Tag zu Tag besser gegangen, wo aber auch Phasen waren. Also das erste halbe Jahr ist immens schnell alles besser gegangen. Und du war aber wirklich eine Zeit, wo nicht viel geschieht ist oder Menge nur. Mein Mann, mein Kanal, haben mir da bewusst gemacht, ja, guck mal, du kannst du für einen Monat noch nicht. Und du hast mir vieles andere bewusst gehen. Ja, und so ist aber löserlos, ist immer besser gegangen. Ich konnte besser schwatzen, ich konnte gehen. Ich konnte irgendwann anfangen mit Laufen gehen. Schon am Anfang. Die wo ich schlafen gegangen sind, hat nicht nur Laufen ausgesehen. Weil koordinativ was linksseitig das Ball nicht gegangen, aber löserlos. Also da war im Gangen, ich hatte noch einen Kollegen, den ganz viel mit mir sozusagen trainiert hat, wenn man an den Busch gegangen ist, für Laufen zu gehen. Laufen ist am Anfang nicht gegangen, wir sind da wieder gegangen. Und immer mehr sehr. Und irgendwann konnte ich so laufen. Ja, das löser ist immer besser gegangen. Ja, voilà. Und so ist es eben noch mit allem gegangen, mit der Grobmotorik, mit der Feinmotorik, mit dem Schwätzen, mit viel Arbeit. Und das ganz viel im April geschieht. Und du siehst, nach 3 Jahren konnte ich nicht schaffen gehen. Und ich konnte einfach
Das Jahr nur am Januar aufhängen. Ich habe einen Präkos mit 3 oder 4-jährigen Kindern. Und sie noch gefragt vom Doktor, sie da sicher, dass er darum will. Das kann er schaffen gut. Du weißt, man kann die, das ist nicht so einfach und so. Ich so, fand ich geliebt. Das kann er schaffen gut. Das habe ich gelernt. Das kann ich. Und das war wirklich, ich bin noch froh, dass ich das gemacht habe. Weil ich am Anfang, wie ich zurückgekommen bin, ich hatte Probleme, heinst du für die Kinder, Tierreiten zu machen oder Schong zu strecken. Für die Kinder war das ganz normal. Sie hatte Geduld, wenn das nicht so sehr gegangen ist. Sie haben mich auch nicht gesehen, als den einen Schlag hat oder den etwas hat. Weil bei den Erwachsenen an all der Zeit nicht immer so einfach war. Ich bin von verschiedenen so Leuten, hast du ein bisschen behandelt gewesen, so, ich weiß nicht, ob die einen Mann, ja, verschiedene gemeint, sie haben mich gesehen, ja, tut ja aber nicht. Das hängt ab, tut ja überhaupt gar nicht. Und dann haben gemeint, ja, weil die Lo Schlag hat, ja, mehr, dann der wird nicht teil, dann der wird nicht da. Das war ganz unterschiedlich. Und ich muss sagen, dass der Zeit besser ging, mehr das teilweise aber noch. Das, haut das ich das so, muss ich sagen, dass es in die Richtung geht, dass die Leute sagen, was fährst du hängen? Du hast ja nicht. Was kannst du nachher mit einem halben schaffen gehen? Du gehst laufen. Du hast da nicht. Das kannst du nicht ganz schaffen gehen. Da muss ich da ganz klar sagen, ich gehe nach all der rasten. Ich muss schaffen. Ich komme heim, ich esse. Und dann muss ich mich lehnen. Weil ich bin immens mit. Der Weekend, auch wenn ich dann eben nicht schaffe, ich muss den Weekend, auch wenn ich weiß, ich gehe zum Beispiel, wir gehen immens gerne auch mit der Familie Basket gucken. Das kann ich nicht mehr, wenn ich mit nicht geschlafen habe. Weil da sind ich zu mit. Und so was mit der Müdigkeit, das ist alles abhängig von der Müdigkeit. Wenn ich mitsehe, dann fängt es schon an, dass ich nicht mehr so gut schwätzen kann. Wenn ich viel mitsehe, dann fängt es schon an, dass meine Motorik nicht mehr so gut geht, meine Koordination. Ich verhalte nicht gut. Wenn ich wirklich richtig viel mitsehe, dann will ich knapp sein, so nach der Geburtsdatum von meinen Kindern. Und so ist alles abhängig von der ganzen Müdigkeit. Und schon einmal vom Chantal Keller, von der Präsidentin vom Blötz von Schenker, den Vergleich mitgekriegt, an denen das wirklich zutreffend, in denen ihre Schlag hat, in der Batterie, wenn immer absteht, die hat schon zu 50% gelöst. Und die hält am Laufen darauf. Und das ist ganz genau das, wie das ist wirklich genau der Vergleich, den zutrifft. Und so spielen sie daran. Sie spielen sich am ganzen Alltag, ja, voilà, so ist die Situation. Und die hast du bis heute noch so, schon nachher mit Hoffnung nicht abgehen, für Fleisch ganz schaffen zu gehen. Ich weiß echt nicht, ob es machbar ist. Das auch noch immer, Laufen ist auch noch immer mein größtes Hobby. Und ich weiß nur, dass es utopisch ist, für einen Marathon zu laufen, weil das einfach nicht mehr machbar ist. Egal wie viel ich trainieren, und wenn ich viel trainieren, dann damit geht das einfach nicht machbar. Mit das aber auch, ich bin froh, dass ich überhaupt laufen kann. Und das ist für mich das Wichtigste. Ich kann laufen gehen, ich kann arbeiten gehen. Voilà. Ich meine der Bestreisung mal einfach so. Das mein Leben los, nicht wie das Leben, was ich für drin hat. Das auch nicht mehr für spontan zu machen, wenn du Leute suchen, schau jemand noch und essen, und ich habe jetzt nicht geschlafen, das ist Schnee. Ich kann nicht mehr gehen. Das ist eben die Spontanität, das ist eben nicht mehr da. Aber das ist aber nichts, wo ich nicht kann leben kann. Dann, ich meine auch, meine Kinder, mein Kinder damals hatten 11 und 13 Jahre. Mein Kinder haben gelernt, immer dumm zu gehen. Mein Mann hat gelernt, immer dumm zu gehen. Auch wenn das aber nicht so einfach war, all die Zeit. Ich meine, die haben ganz viel müssen nachstechen. Sie haben einfach wirklich ganz viel geholfen. Auch meine älteren Kollegen, die mir auch viel geholfen haben.
ja, Kollegen noch muss ich auch so, die man keine gelehrt tun, die haben haut nach der Nummer nicht mehr, immer noch naja. Voilà, das sind so, als schon von Anfang an so gesagt, das ganz war den hier Schlag. Das hat nicht müssen sehen, mit das eine Erfahrung für das Leben. Das, ja, die Negativsachen, Positivsachen, die ich für mein Leben gelehrt habe, und die rundherum auch, egal ob daheim oder ob der Arbeit oder so, aber es war die so weit wasch gehalten, das war es in ihre Schlag. Das ist etwas, was ich sehr leid kriege. Das war meine Meinung auch immer, bis ich konsterniert war. Lo weiß ich, dass es nicht so ist. Und jetzt wissen noch viele Leute an meinem Familienkreis, an meinem Freundeskreis. Und ich probiere noch da wirklich ein bisschen aufmerksam zu machen, dass das hier rein kann geschehen. Und egal wie, und egal wo, und egal wie nie. Op der Kirmes Heiers Plot voll Madal Menge rode Pferdem Mein Nummer ist Lara, ich bin 19 Jahre alt und ich war 11 Jahre zu dem Zeit vom Hirschschlag. Ich bin Lena, ich bin 21 Jahre und zum Zeitpunkt vom Hirschschlag hatte ich 13 Jahre. Wir waren uns nicht dabei, wie ein Hirschschlag geschieht ist, weil so, dass der Postgrad und Mama um Mauritius geflogen sind und Lena nicht mehr waren während dem Sommer in der Vakanz. Wir hatten mal das im Pop. Wir konnten also nicht wirklich viel Mod. Ich kann mich noch erinnern, dass es bei uns ein Ritual war, dass wir als Alltag gegenseitig angerufen haben. Das heißt, alle wenn Mama entweder uns gerufen oder mir der Mama gerufen. Und wir war da aber ein Tag, wo wir angerufen haben und dann ist der Pascal auf dem Telefon gegangen. Und der Pascal so, nee, Mama kann doch nicht mal die Schwarze, weil Mama ist in der Dusche. Und in dem Moment haben wir uns keine Frage gestellt, mir gedacht, das wäre ganz normal. Die Nacht drauf haben wir noch immer probiert, dann sind immer mehr Excusen gekommen. Und ich kann mich schon erinnern, dass den dritten Tag so war, dass Mama nicht aufgepasst hat, dass wir angerufen haben. Und sie ist auf dem Telefon gegangen und mir direkt hören, dass selbst nicht in der Reihe war. Zu denen sie nicht richtig verstanden, ihre Stimme war auch nicht. Sie hat ein bisschen gelollt, weil alles so wie nicht so normalerweise war. Aber wie sie gemerkt hat, dass wir am Telefon waren, war sie manchmal auch relativ erschreckt. Sie hat direkt im Postcard am Telefon gehen. Und ja, ich meine, es war ein relativer Schock für uns. Wir waren relativ jung, wir haben nicht richtig verstanden, wir wussten nicht, was das war. Wir waren an einem anderen Land, wir konnten nicht bei der Mama sehen. Es war nicht so schön für uns, aber ja, wir haben nicht das Beste probiert, daraus zu machen. Wir waren dann eben noch bei dir in der Vakanz und sie eben noch relativ an der Vakanz. Wir probiert hier zu helfen, so weit wie wir konnten. Es war doch schwer, wir waren jung, wir haben nicht verstanden. Ich meine, hier Schlager so etwas, wo viele Leute nicht wirklich Bescheid davon wissen. Mir selber oder respektive, also Papa, mir so, oder ich wissen, auf dem Internet gucken, was das denn überhaupt wird. Zu dem Zeitpunkt von mir an der Vakanz, wenn durch sie zu Mauritius waren, wusste man Jungen noch nicht, ob das hier Schlag war. Natürlich, man wusste just, dass es hier nicht gut gehen. Und ich meine, das war eben noch nicht so schön für uns, weil wir hatten einfach keine Gewissheit, wie es hier gehen. Ja, ich meine, wir müssen da was draus machen und das haben wir dann noch gemacht. Ich meine, es war auch für uns schwer für uns, weil sie ist für uns normal an die Vakanz gegangen, also sie ist am Anfang als eine andere Person zurückgekommen, weil man am Anfang gar nicht wusste, wie sie zurückkommen. Und du, wie wir bis gemerkt haben, dass am Anfang alles das, was für Druck kein Problem war, gar nicht mehr gegangen ist. Also ganz normale Sachen wie Tröppeln, auch wenn nicht mehr ein paar Schritte waren, dass das schon nicht mehr gegangen ist. War für uns dann noch ganz schwer zu akzeptieren. Sie konntest du nicht mehr auf den Training fahren, nicht mehr auf Matcha fahren. So ganz einfache Sachen, wo ihn am Anfang als selbstverständlich geholt hat, ist nicht mehr gegangen. Gehen auch, also daheim gehen dann damit konfrontiert mit der Situation, aber dann noch am Umfeld gehen immer drauf angeschwart. Das heißt, hat ihn am Anfang, wir hatten nie richtig eine Pause von dem Thema, gehen immer drauf angeschwart, wie ist das, wie geht es der Mama, was immer gut gemeint war, mir ihn aber noch zusätzlich belastet hat immer, weil ich wirklich keine Pause gekriegt davon. Ich habe mir auch ganz viel Hilfe von unseren Großeltern, die uns geholfen haben,
für unser Mom da noch ein bisschen beizustehen. Ja, ich meine noch zum Haut mit der Medischkeit, also ganz großes Thema noch Verhalten. Du hatte mal für wie man Jungfahrer ganz viel damit zu kämpfen, weil sie sich dann von den Herbst gezählt hat, sie hat sich das nicht verhalten. Und für uns war das dann für allem am Anfang hat man das nicht angesehen, als das könnte durch den ihren Schlag, aber für uns war das dann oft, dass sie egal, sie interessiert sich nicht dafür, was gar nicht der Fall war, sie hat sich dafür interessiert, aber das war dann immer schwer zu akzeptieren, wenn ich Herbst gesucht hat, und dann nur ein paar Stunden drauf hat sie das Salwisch gefroht, den Tag drauf nach einem das Salwisch gefroht und noch einfach müdig geht, weil konnte ihn einfach nicht so können wir nur damit etwas machen, das ist nicht gegangen. Wir sind immer gucken, dass sie die paar Stunden schlafen geht und dann du nur vielleicht etwas machen, voll zu güllen, gerascht Brot. So ist der Pascal, Sandy sein Mann. Wie hat den ich schon erzählt hat, waren wir auf der Hochzeitsreise nach Mauritius. Und das Ganze so 2 Stunden umgang, immer gelandet sind, du hast dem schlecht gehen. War ein Doktor, Gott sei Dank, dort, was aber kein so richtig was wäre. Wir sind so durch Stauso von mir, dass es schon mal eine epileptische Krise gehabt hat. Als den Doktor auch davon ausgegangen und du sind mal in die Klinik gefahren gehen, wo ich dann muss sagen, von den Heilern zu eine Klinik geht, da brauche ich nicht zu beschweren. Wir waren da an einer Privatklinik, du hast alles 3 Jahre zurück. Meine Frau hat dann nicht so richtig Schmatter erlebt, schon wie wir gekommen sind, ehrlich gesagt, Tanja hat den Kopf zusammengeschlagen. Das war einfach alles okay, also ich meine, die Doktorin Hand, die war super, just sie haben nicht auf den ihren Schlag geguckt. Sie wussten irgendwie nicht, was das gewesen wäre, und da sind wir den Nämlichen der Roves, als meine Frau losging, ist sie dann im Taxi an den Hotel gefahren. Roves ist meine Frau ganz schlecht gegangen, die Ambulanz gerufen, zurück an die Klinik. Und dann sind sie noch 1,5 Tage herausgefunden, dass es so schlecht war. Und da standen mir ganz zwei so ein bisschen, ich wusste nicht, was geschieht. Ich wusste nicht, was geschieht mit meiner Frau, hat es selber auch nicht. Das ist dann über so 4, 5, 6 Tage gegangen. Und du hast dann auch schon gesehen, dass es aber halt auch besser ging. Die Betreuung dann, die war wirklich, also in den Umständen war es super. Da sind wir noch 14 Tage zurückgeflogen. Ich war eine Assurance von der Reisversicherung, also von der Reisversicherung sind wir zurückgeflogen. Da ist meine Frau von Frankfurt mit der Ambulanz Kirchbirch gefahren gehen. Und dann an das Reha-Center, wie gesagt, du hast das wirklich so meine Frau gezählt, ob die Larven abgebaut gehen, und von da zu da aus besser gegangen. Was wir aber gemerkt haben, so wie ich gezählt habe, doch die Leute haben das irgendwie nicht verstanden. Hat das Larven gegangen, dass wir mal zu Fuß allein auf den Bus gegangen, für ein Reha-Center zu fahren, weil der Ambulant da war. Die Leute haben das nicht verstanden, und dann haben wir mal irgendwo gemerkt, wo Kollegen sind, aber wo nicht Kollegen sind. Und wir haben ab dem Moment auch gemerkt, dass wir selber, als Leben selber uns an die Hand holen. Wir haben probiert, das so gut wie möglich zu gerieren. Das war am Anfang schwer, für allem für die Mädchen. Die haben das nicht so richtig verstanden. Und dann haben wir zwei aber probiert, das Ganze so abzubauen. Aber wir waren uns bewusst, dass wir auch viel mehr bewusst wollen leben. Weil, es kann von einem Moment auf den anderen Kant fertig sein. Das ist so über die letzten Jahre, wo ich muss sagen, dass es schrittweise immer besser ging. Weil der Verrast, dass es die Müdigkeit, das war eine Umstellung. Spontan Sachen meiner schwer. Muss ich einfach ins Handy 2 Stunden nachgeben, gerasten. Und dann, da geht das alles. Und das nicht gemacht wird, dann ist wirklich, ab einem Moment, da kann die Müdigkeit so stark, dass es wirklich das Problem hat, sein ganzes Verhalten zu gerieren. Ne? Für die Leben, was wir hatten, wir uns eben umgestaltet. Es geht aber. Das muss ich einfach just wollen. Ich meine, als Koppel muss ich wollen, als Familie muss ich wollen. Das ist für keinen einfach mit, das ist aber machbar. Ich meine, wir haben nur die letzten 7, 8 Jahre so gemacht. Wie gesagt, wenn ins Handy dabei ist, gesagt,
Also hat er ihre Schlag, das merkt ich gar nicht. Das aber Hand run von mir am Familienleben gucken, dann kriege ich das schon mal gesagt, wie das einfach ein Teil vom Leben gehen. Wir probieren das so weiterzuleben und das klappt tipptopp. Boah, was ich lo kann sagen, egal wie die Situation ist, nur ihre Schlag, es lohnt sich für zu kämpfen, für so weit wie möglich zu kommen, wo ich war. Und der will sich selber nicht abgehen. Nicht für sich selber, noch nicht für die Leute rundherum. Und ich meine, das ist immens wichtig. Und der will sich auch nicht schummen, für Hölle Wohn zu holen und auch für nur Bausen hin zu suchen. Hey, du hast eben nur den Moment, etwas, was nicht geht, und ich brauche eben nur mehr Hilfe. Und das ist einfach der Moment so. Und ja, wie gesagt, egal wie, kämpfen lohnt sich. An die Luft, die hältst du. An die Luft, die hältst du.